Habe die Ehre, Freunde des Dosenbiersaufen. Ja, ich bin einmal wieder da. Ich hoffe, ihr habt die feierlichen Faschingstage gut überstanden. Sind jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. An uns ist das ein bisschen vorbeizogen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Habt ihr faschingmäßig irgendwas drin? Also wir irgendwie nicht. Wir haben uns zwar trotzdem ein wenig was verbogen, aber nicht verkleidet. Also war das alles noch irgendwie im, sag jetzt einmal, legalen Rahmen. Nichts mitgekriegt. Naja, ist ja auch nicht schlimm. Faschingszeit ist vorbei und was heißt das für uns in Bayern? Natürlich hat man ja noch nicht so viel gesoffen. Starkbierzeit, ja, ab morgen, glaube ich, oder ab heute, wenn ihr das Video dann seht, ist offiziell Starkbieranstich in, wie heißt es? Minga, genau. Noggerberg. Grüezi fix. Wart ihr schon mal im Noggerberg? Starkbieranstich. Ja, fick die Henne. Ich war einmal, ein einziges Mal, war ich im Noggerberg mit 2 oder 3 Kollegen. Ich schwör's euch, wir sind da hingekommen. Da war Vormittag um 12 Uhr schon der erste entgegengekommen in Handschein. Voll gespielt von oben bis unten. Und haben gesagt, jawohl. Das wird interessant. Und es war interessant. Was hab ich gehabt? 3, 4 Maß Starkbier und dann ist Sabo. Aber wegen der Starkbierzeit habe ich natürlich was vorbereitet. Schaut her, was ich da gefunden habe. Ja, sogar vom Paulaner selber. Also das Starkbieranstich geht sogar über den Paulaner, wenn man nicht alles täuscht. Der gute Doppelbock ist natürlich jetzt auch kein leichtes Getränk. Also Doppelbock hat so seine Ecken und Kanten. Aber um der Tradition natürlich irgendwie traditionell zu bleiben, habe ich jetzt zwar keinen Stor Maßgeruch, aber halt, ich habe so eine Stor Halbe habe ich gefunden. Was jetzt wahrscheinlich eher so ein Stor Weizenstutzen ist, aber naja, es ist ein Stor. Also alles, was man drin schwimmen sieht man nicht. So. Aha, der ist budenschwarz. So wie es sein soll. Oh, schön. Wow. gute Starkbier. Naja, ich sage euch die Zeit jetzt nicht. Ja, Prost miteinander. Was halt immer ihr machen werdet. Oh, ist das lang her. Oh, ist das lang her. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir jetzt lang im Kühlschrank gehabt. Jetzt geht's schon los. Es Gelalle geht los. Nein, ich habe ihn lang im Kühlschrank gehabt und ich finde, ganz ehrlich, der Bock oder der Doppelbock im Starkrohr muss nicht eiskalt sein. Weiß nicht. Ich mag ihn ein wenig, wenn er, ja, was heißt denn atmet? Raumtemperatur soll ich jetzt auch nicht haben. Nein, halt ein wenig nicht eiskalt. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine, dass er nicht direkt der Holz zuschniert. Sozusagen. Na, wie gesagt, ich war da einmal und es hat mir gelangt, ich schwör's euch. Wir sind dann aufgefahren im normalen Zug Vormittag und waren das vielleicht um 9 Uhr. Der andere hat natürlich gemeint, das langt immer noch nicht. Wenn man zu einem Starkbierfest war, muss man natürlich im Zug schon was saufen. Logisch. Was waren das? Keine Ahnung, das waren die Löschzwerge. Also es sind 0,33er Flaschle halt, aber gut, wir waren zu viert, haben das ist kein Kasten, das ist halt so ein Tragerl, wir sind ja da drin, 20 Fläschchen. Aber mir langt das auch. Vor einem Starkbierfest kann man schon mal so einen Scheißkasten zusammensaufen. Kruzifix. Und dann gehst du da hin, wo der Tür geht auf, der andere voll gespielt von oben bis unten nicht mehr auskennt. Jawohl. Man kann vielleicht nur erwähnen, dass er ein 60er-Trikot gehabt hat. Oh, jetzt geht's los. Na, es war ein Erlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich schwör's euch, 4 Massen, die dengeln schon ordentlich an. Also, da gehst du mal dann aus an frische Luft zum Rauchen oder was weiß ich. Da kannst du schon mal sein, dass du einen leichten hast. Mei, war das heftig. Ja, aber hilft ja nichts. Hilft ja nichts. Und was macht man, nachdem man zu viel gesoffen hat? Natürlich, man steht am nächsten noch auf und dir geht's scheiße. Was für ein Übergang, hä? Aber ihr werdet es wahrscheinlich schon im Titel gelesen haben. Es gibt auf Amazon ein, sag jetzt einmal, ein Zauberpulver.
wie es jetzt in der Rezession steht, Feenstaub. Ich muss euch das vorlesen, ihr kennt es wahrscheinlich hier alle. Und da geht es nämlich um das Mittel Elotrans. Was ist Elotrans? Die schnelle Erklärung ist, es ist eigentlich ein Mittel gegen Flüssigkeitsverlust beim Durchfall. So, ist jetzt einmal dahingestellt. Aber es hat natürlich, ich weiß nicht, wie sie es rausgefunden haben, aber es hat einen leichten Nebeneffekt. Es ist halt quasi dafür da, wenn man nach dem Saufen geht es dir halt schlecht und du hast Kopfweh, Flüssigkeitsverlust. Ihr wisst doch alles, was ich meine. Wir hatten am nächsten Tag noch nicht gespielt von zu viel Treibstoff. Na, und es soll das halt ein bisschen vorbeugen. Ich habe mir das erzählen lassen, das ist halt so ein Pulverle. Also bevor man ins Bett geht, nach dem Saufen, ist schon ein Kunststück, wenn man das schafft. Einfach das Pulver mit einem halben Liter Wasser ein bisschen verriedeln und dann reinschütten. So, und dann siehst du am nächsten Tag aufwachen und weißt du wieder. Jetzt fällt mir ein Beispiel. Kerstin? Ja. Kennst du ein kurzes Beispiel für jemanden, der wo irgendwo schlecht gut aufsteht? So wie der Phönix aus der Asche, genau. Phönix aus der Asche ist so ein super Beispiel. Ja, so soll das angeblich sein. Das war halt bei uns immer so ein Running Gag. Ein Späßel von mir, dem sein Kumpel, der hat halt das ein wenig so angepriesen. Und wir haben halt immer so gesagt, Scheißreck, wärst du wohl 20 halbe saufen können und am nächsten Tag ohne Schädel wäre einfach. Und dann war das halt so ein wenig so eine Tratzerei. Und dann gab es eine, jetzt ist mir nochmal nicht eingefallen, Kundenrezession auf Amazon. Viel kennen es wahrscheinlich schon, aber ich muss euch nochmal vorlesen, weil die ist einfach zu göttlich und ich kann es jetzt mal machen. Wenn ich mir alle Bewertungen durchlese, ich kann es abbrechen. Ich kann mir die wahrscheinlich jetzt immer noch nicht normal vorlesen, aber ich probier's. Ich nehme vorher einen Schluck Wasser. Schönes Wasser. Also, die Bewertung ist vom 22. Juli 2020. Der, wo es noch nicht kennt, ist göttlich. Sie ist einfach schön. Die ist vom Tim. Und ich lese jetzt gerade, 8662 Personen fanden diese Information hilfreich. Weißt genau, was Sache ist. Also, Größe 20 Stück im Ornerbackel. Ist sogar ein verifizierter Verkauf. Es ist kein Bot, der wo das geschrieben hat. Also, bitte festhalten. Tim hat geschrieben, ich muss vorher schon lachen, dieser magische Feenstaub ist quasi der heilige Gral für den gefürchteten Horrorkater, welcher folgt, wenn man sich mal wieder mit den Boys auf abartigste Art und Weise das Blechdach verbogen hat. Ob man sich nun stumpf alleine den Schädel flutet, im Rage Cage literweise schluckt, beim Nase-Dame-Spiel vor lauter in den Schlund kippen, 14 Mal den Mund voll unter den Tisch kotzt oder sich einfach bürgerlich mit Jägermeister die Leber reißt, die Höllenqual am nächsten Tag bleibt einem aufgrund dieses Gottesprodukts größtenteils erspart. Ein Pulver für all die abhängigen Seelen, die sich gnadenlos bis zur Blindheit die Rüstung wegrömern wollen, ohne mit den Konsequenzen des Gifts zu leben. Pure Empfehlung. Es ist doch der Hammer. Ich schwör's euch, ich kann das 100-mal lesen. Da gibt's hunderte andere, die müsst ihr euch alle, ihr gebt einfach Elotrans in Amazon ein, das erste, was kommt, durchlesen. Geil. Und vor 2 Wochen habe ich bei mir unten in der Garage, würde ich schon sagen, im Hof, haben wir ein wenig so gichtelt und getzelt. Ihr wisst, was ich meine. Und haben wir es halt auch ein wenig so drüber philosophiert. Und was ist passiert? Zur Kasse gehen. Und was kommt? 2 Backler Elotrans. Ich habe jetzt noch nicht die Chance gehabt, das richtig auszuprobieren. Also, mit richtig meine ich natürlich voll einen reinlöten und dann, das muss wahrscheinlich unter ärztlicher Aufsicht passieren. Aber ich werde es auf jeden Fall irgendwann einmal mit ausgewählten Personen probieren. Hoppa. Jetzt ist mir fast ein Skackerl wieder hochgekommen. So, unten bleibst. Ja, wie gesagt. Das ist Werbung, wie man es braucht. Ich war auf das Produkt hier aufmerksam geworden. Es ist ein Mittel gegen Durchfall. Aber, nein. Jetzt steht's dort. Weißt du, im 2er Backel. 10 Beutel. 6 Gramm. Musst dir vorstellen, das sind 20 Reisch. Für, was hat denn das gekostet?
10er, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr. Aber soll ich hier auch. So. Ich wollte eigentlich noch was anderes erzählen. Weil, wegen Noggerberg und alles, der findet ja normal statt, so wie ich gelesen habe. Aber unter 2G Plus Bestimmungen. Das ist auch wieder was, wo man so gehört, 2G Plus, was? So alt? Also bedeutet quasi geimpft und Test. So. Ich habe mir natürlich gedacht, diese 2G Plus Scheiße, die gebe ich mir nicht. Dann lasse ich mich halt boostern, dann braucht man das halt nicht. Also den Test danach, weil ich hasse diesen verfickten Stab. Ramm ich mir nicht mehr rein. Seitdem in Eichstätt in der nicht Impfstraße, in der Teststraße meine Stimmbänder verloren gegangen sind. Ja. Also, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau. 2G Plus. Ich denke mir, ich gehe zum Boostern, ist alles easy. Jetzt muss ich euch ein wenig so eine kleine Vorstory verzeihen. Das ist die erste Impfung. Moment, ich muss einmal kurz nachschauen. Die erste Impfung war am 5. Oktober 21. So, ich nehme meinen Impfpass, Jagen rein, zum Doktor gegangen, ich habe gesagt, einmal Impfung bitte, was wollen Sie? Und weißt du, wie halt mir Semmeln gekauft. Ja, nein, geguckt, zack, bumm, fertig. Depp, tut sein Jacken in den Waschmaschine und dann denke ich mir so, ja, irgendwas habe ich vergessen. Ja, Jacken ist natürlich picobello sauber, aber ja, Impfpass fällt auseinander wie, keine Ahnung, wie der Stickel Pulled Pork. Jetzt waren wir wieder beim Essen. Na, aber er ist halt auseinandergefallen und nicht mehr lesen können. So, Zweitimpfung am 2. November 21. Ich stabil wieder rein. Sag, ja, servus, ich brauche halt meine zweite Impfung, aber mein Impfpass, der ist kaputt gegangen. Ob ich nicht bei dir einen Eier haben kann. Ist ja legitim eigentlich. So, jetzt sagt die, ja, natürlich, kein Problem, bla bla bla. Ich druck ihnen sogar noch so einen Namenszettel aus. Jetzt muss ich ein wenig was verbergen. Ja, so ungefähr, so richtig schön mit, man sieht es eh nicht ganz, aber halt auch so ein Ausdrucksetikett vom Doktor auf einen niegelnagelneuen Impfpass. So, zweite Impfung ist drin. Also, was heißt niegelnagelneuer Impfpass? Da ist halt quasi nichts drin. Moment. Da, vom Geburt an bin ich quasi ein Puppen. Ist halt la. So. Jetzt kommt die Boosterimpfung. Ich im Auto, Kerstin ist gefahren, schau mir so meinen Impfpass durch und denke mir, ja, hey, die erste Impfung war am 5.10.21, habt's reingeschrieben. Jetzt ist die zweite Impfung war am 2.10.21. Und dann mal drüber geschaut. Hä? Da haben sie irgendwas verschrieben. Ja, beim Boostern. Die Boosterimpfung war übrigens am 7. Februar 22. Sag ich so, ja, hey, ihr habt euch da beim letzten Mal verdorben, ihr habt da quasi statt einen 10er einen 11er hingeschrieben. Ist ja auch nicht schlimm. Ja, das haben wir gleich. Dann nehmt's das, streicht's einfach durch und schreibt einen 11er drüber. Und das schaut jetzt dann so aus. Moment. So. Jetzt habe ich einen niegelnagelneuer Impfpass mit nur die Corona-Impfungen, wo einer davon durchgestrichen ist und so ein 11er drüber. Geht doch mal irgendwo damit fort. Das klappt dir doch kein Schwanz. Gut, ich weiß, man kann es über die App und alles machen, aber falls einmal alles irgendwie kaputt ist und ich muss nur den Impfpass herzeigen, das klappt mir keiner. Na, dümmster Impfpass auf der Welt. Ich weiß auch nicht, was der... Warum ich? Aber das ist jetzt auch wieder interessant, weil ich habe keine Ahnung, was ich jemals mir reingeimpft habe. Also der vorherige ist ja jetzt quasi kaputt. Und ja, ist halt blöd. Das wollte ich eigentlich nur ein wenig verzeihen. Ich habe noch ein wenig ein Getränk übrig. Oh, ist aber auch gut. Man muss mal dazu sagen, nach 2 halbe Doppelbock merkst du schon. Also, eine natürlich. Eine. Man muss ja auch mal testen vorher alles. Jetzt habe ich gerade eine blöde Überlegung gehabt. Vielleicht kann man das ja mit dem Elotrans ein wenig verbinden. Aber dafür muss man ja wirklich voll über den Tellerrand hinaus saufen. Also, es ist unglaublich. Die Kundenrezessionen, die müsst ihr euch bitte durchlesen. Kann ich jedem ans Herz legen, wenn ihr einen Scheiß doch oder irgendwas habt. Allein, wenn ihr am Sonntag richtig also wenn es euch schlecht geht und Speim und Kopfweh, liest euch die Rezessionen durch, euch geht's wieder super. Super.
Unglaublich, ja. Spatschicht war somit vorbei für euch, für mich. Ich lasse mir jetzt nochmal Getränke ein wenig schmecken und euch wünsche ich damit einen schönen Start ins Wochenende. Jetzt ein wenig Elotranzen. Ich würde jetzt auch keine Kaufempfehlung aussprechen. Das war jetzt ein Schmarrn, keine Werbung oder irgendwas. Also das ist rein auf freiwilliger Basis. Wenn ihr es einmal ausprobieren macht, ich kann euch auch keine Erfahrung damit sagen. Vielleicht mache ich das irgendwann einmal. Dann gibt es vielleicht einmal einen Produkttest. Aber ohne Video. Also davor, nicht danach. Ja gut, das war's auch schon wieder. Lasst mir irgendeinen Schmarrn da. Und Servus, grüßt euer Nachbar, euer Katz, was weiß ich. Grüßt eure Pflanzen regelmäßig. Weil sonst, sonst gehen es hin. Kommt der Schimmel. Und ihr schafft sogar, dass ein 2 Euro Obi-Kaktus umbringt. Wegen Dürre. So. Kerstin auch noch tratzt und damit ab ins Wochenende. Oh, darf ich das sagen? Ab ins Wochenende, ihr schönen Menschen. Das vorherige muss ich wahrscheinlich rauspiepsen. Okay, neuer Versuch. Du musst halt einfach piepsen. Ich tue es einfach piepsen. Die Goldene. Und dann hört das Video einfach mit dem Piepsen auf. Ach so. Weil ich glaube, ja, vielleicht so. Ja, okay. Finde ich gut. Findest du das gut? Ja, mach so. Das ist die Unprofessionalität. Du kannst es mal aussprechen, weißt du? Lass halt einfach bleiben. Ja, okay, also. Macht es gut alle miteinander. Bleibt geschmeidig. Ich wünsche euch was.